In den 50er Jahren trat ein Mann auf die Bühne, der stets ein Flash in der Hand gehalten hat und immer einen Luftballon dabei. Er kam aus einer weinseligen Kneipe. Empfangen Sie einen weinseligen. Nee, Junge, ich kann nicht sagen, man Mädchen jetzt mit, wenn man einen im Ohr hat. Also kaum war ich gestern Abend, so mitten in der Nacht, früh gegen Morgen, friedlich schwankend in das Schlafzimmer geschlichen, brüllt mir Dornröschen mich an. Nach du Wingfläche Bützer. Küsse doch noch ins Heim. Es wohl festgestellt, dass es daheim doch am schönsten ist. Nee, ich sage das nicht, aber das war das einzige Lokal, was noch oben hat. Sie musste dann immer so spät kommen. Kannst du nicht jetzt früher heimkommen? Ich sage, Schätzchen, ich wollte ja früher kommen. Wie aus der Weg aber rauskommen, Stunden draußen für die Tür, welche vom Anti-Alkoholiker-Verein. Und riefen mir zu, Sie sind auf dem falschen Wege, kehren Sie um. Junge, oh wie... Junge, ob das all richtig ist, ich weiß es nicht. Jetzt, du sollst dich jetzt schämen. Weißt du überhaupt, wie viele schlaflose Nächte du mir bereitest? Ich sage, das ist ja ein bisschen verdrüben, ich bin ja kaum nach daheim. Ich sage, Schätzchen, bin ich nicht für gestern Nacht schön leise und rücksichtsvoll heimgekommen? Doch, Sätze, du warst sehr ruhig. Nur die Freunde, die dich getragen haben, haben so eine Krach gemacht. Junge. Ach nee, ich mache aber jetzt mit meinem Dornröschen. Also die kann schwaden. Die müssen sie als Kindesversehen nicht mit einer Grammophonnadel geimpft haben. Ich habe jetzt einmal 3 Wochen mit der Gewalt gesprochen. Nicht, dass mir Krach gehabt hätte. Ich wollte ihn nur nicht unterbrechen. Oh, nee, ob das alles richtig ist, ich weiß es nicht. Auch für ein paar Tage war ich mit ihr beim Zahnarzt. Er hat immer so eine Angst allein. Das war schön, wie die in dem Stuhl saß und mit dem Mund halten, obwohl sie so abgestanden hat. Jetzt riss die der Bläffe das Weg ab. Sagt der Doktor, entschuldigen Sie, gnädige Frau, so weit brauchen Sie den Mund nicht zu öffnen. Ich brauche nur mit meinen Instrumenten rein, ich selber bleibe draußen. Sätze, Herr Doktor, können Sie mir nicht ein paar Brillantsplitter einsetzen? Das glitzert so schön beim Lächeln. Der Doktor belot sich dies, der liebe Frau, bei Ihrem hohlen Backenzahn. Ich kann Ihnen höchstens einen Fahrradrückstrahler einzementieren. Nee, aber als Hausfrau ist sie unschlagbar. Für ein paar Tage, 3 oder 4 Tage, hat sie das erste Mal selbstständig gebacken. Hat sie so Tortelettes gemacht, ich sage, das kommen. 3 davon hat sie dick mit Marmelade bestrichen, den Nachbarskinder geschenkt. Nach einer Viertelstunde kommen die wieder, sagen die schönen Dank für die Marmelade und hier die Unterteller schon bringen wir ihnen wieder.
Und dann ihr Hobby ist Stricken. Die strickt von morgens bis abends in einer Tour. Richtig wollüstig ist die. Und dann strickt sie immer nur Strümpfe und immer nur für mich. Und dann muss ich dir immer direkt anprobieren. Also die sitze wie angejossen. Nur unter die Ärmel drücken sie noch hier. Junge, ob das all richtig ist, ich weiß es nicht. Für uns ist immer jetzt los. Doch eines Tages platzt in unserer lustigen Harmonie eine Breverin in dem Stund, dass ich mich bei der damaligen mutwilligen Andernacher Truppe melden sollte, bei der Bundeswehr. Ich komme da an, ich sage, Tag zusammen. Alles andere haben die gesagt. Jetzt sollte ich ja eigentlich zur Marine gemustert werden. Aber das ging nicht, weil ich zu viel Schlagseite hatte. Ich sage, hören Sie, was ist das dann, wenn ich mich freiwillig melde? Oh, sagt er, da stehen Sie sich gut. Da verdienen Sie in der ersten Zeit 250 Mark, später natürlich mehr. Ich sage, ja, das komme ich später. Na, jedenfalls, ich bin jetzt geblieben, für mal anzuschauen. Jetzt ja nicht über eine lange Flur bis nach meiner Boot, kommt mir ein entgegen, der brüllt mich direkt an. Hey, Sie, können Sie nicht grüßen? Ich sage, schon, ich kenne Sie ja nicht. Sagt er, schauen Sie mal hier, was ich hier habe. 3 Sterne. Ich sage, das ist aber nett, dass ich Sie jetzt kennenlerne. Tag, Herr Duscherdeng. Junge, sagt er, Sie, wie stehen Sie überhaupt vor mir? Nehmen Sie mal Haltung an, warum schwanken Sie? Ich sage, das ist Taktik. Man soll dem Gegner nie ein festes Ziel bieten. Sagt er, Sie, aus Ihnen mal ein anständiger Soldat wird, da gehört sich noch was anderes zu als so der Uniformrock. Ja, ich sage, da haben Sie recht, da gehört immer noch ein Boots bei. Sagt er, wieso kommen Sie hier auf den Socken? Wo sind Ihre Stiefel? Sagt ich, dann im Spind. Der Kammerbulle hat gesagt, die täten die ersten paar Tage noch jetzt drücken. Aber ich kann nicht sagen, ich war froh, wie ich wieder in Köln war. Meine Frau und ich haben seit Urlaub gemacht in Süddeutschland. Da war damals so eine schöne, heiße Sommer. Da haben sie dann eine Höhe so, ja, Eis zu fressen, aber dass die Kinder gekochte Eier legen. Ach nee, das war herrlich. In dem Dorf haben wir eine Glockenweihe mitgemacht. Das war toll. Die Glocke war begrenzt, die Kirche war begrenzt, das Dorf war begrenzt, der Lück war begrenzt. Waren 3 Glocken, große, mittlere und kleine. Die waren alle 3 zu Ehren der Jungfrauen geweiht. Die erste große hatte eine ganz tiefe Klang, die war für die Jungfrau von 18 bis 25. Die schlug immer nur den einen, nur den einen. Die mittlere, die hatte ein bisschen hellere Klang, die war für die Jungfrau von 25 bis 35. Die schlug den oder den oder den. Pass auf, und die kleinste, die hatte eine ganz helle Klang, die war für die Jungfrau von 35 bis unendlich. Die schlug immer, ja, weg Güte, ja, weg Güte, ja, weg Güte. Kein Deufelhuss. Jawohl.
Wieder in Köln sag ich zu meiner Frau des Abends, ich weiß es ja nicht, ich habe einen ganz drüben Hals. Schon nur 90 Grad mit Viereck, ob ich hätte feuchte Luft finde. Ja, jetzt ist ja, wenn du wieder küsst, bringst du die neue Zeitung und die Brötchen mit. No, ich war so 6, 7 Häuser wie gewackelt, könnte man mir alle von der Kulfenbachs Bitter entgegen. Der ist auch aus. Ey, auch blau, die Nase am Blut, 2 Zähne aus dem Mund. Sag, liebe Käfer, was ist passiert? Komm, ich bringe dich schnell heim. Sagt, Gottes Willen, da komm ich ja gerade her. Nur mir 2 Russ, der bitte nach links, ich reiß auf meine Ware an, will grad entstehen, steht ein Schutzmann neben mir. Sagt, hören Sie mal, Sie wollen doch wohl nicht in dem Zustand mit dem Waren fahren. Ich sag, lieber Herr Wachmeister, Sie sind aber doch, dass ich mich kaum noch auf die Beine halten kann. Sagte, kommen Sie her, die Polizei, dein Freund und Helfer, ich fahre Sie nach Hause, müssen wir aber den Weg zeigen. Ich sage, ihr macht, Kamerad, steh hin, jetzt die 3. Straße, nee, sag ich, die 2. Straße links, dann die 1. wieder rechts und hinge süße der Kreisel, fährst du einmal ins halbe rum, geradeaus und dann noch 20 Meter, sag ich, stopp, Herr Wunnig. Sagte, sind Sie auch sicher? Ich sag, kommen Sie mir doch, ob ich sehe, dass das alles stimmt. Sag, sind Sie der Küche, da liegt noch eine halbe Pizza im Backofen. Sie haben in der Wohnzimmer sitzen Kanarien voll auf der Stange, Leute Flügel hängen genau wie ich. Sag, pst, leis jetzt schon mal ins Schlafzimmer rein. Sag, sind Sie die Frau da im Bett liegen? Das ist meine Frau. Sag, sind Sie der Mann da nebenan liegen? Das bin ich. Ob das alles so richtig ist, ich weiß es nicht. Aber ob richtig oder nicht richtig, das spielt keine Rolle. Nur das eine sage ich noch. Solange man noch in der Fläche und noch ein paar Nüssel in der Tasche, da geht es keinen expliziert, man bleiben lustig wie bisher, Allah. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen sagen, so etwas kann man nur bringen, wenn man auf eine jahrzehntelange Büttenrednererfahrung und auf einen ebenso langen und reichhaltigen Fundus zurückgreifen kann, wo bewiesen worden ist, dass das Narrenvolk zu jeder Zeit mit schönem, gepflegtem Witz zum Lachen zu bringen ist. Zählt Michelow doch zu den Feingeistigen des Kölschen Fastelovens. Und auch hier kann ich nur wieder sagen, hoffentlich gibt es für sowas den passenden Nachwuchs, denn das ist Büttenrede in Reinkultur. Hoffentlich läuft immer der richtige Saft aus der Flasche, die du beide hast. Und wir rufen unserem Michel hoch zu, dreimal kräftig, Kalle!